Willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Ausgabe von The Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Und ich muss sagen, ich bin wieder richtig gut drauf, habe richtig Bock auf das Spiel. Was mir aber, sag jetzt mal so, ich bin ja seit über 10 Jahren jetzt Let's Player und es ist irgendwie, hat sich nicht verändert, dass wenn ich halt ein Spiel längere Zeit spiele, dass dann halt die Motivation wieder wesentlich größer ist, als wenn ich zum Beispiel irgendwie sage, komm, jetzt zocke ich mal eine Stunde und dann muss ich aufhören, weil dann muss ich das nächste Spiel zocken und so. Also halt für die Aufnahme auf YouTube und so, nicht wahr? Das ist, so macht das wesentlich mehr Spaß. Muss ich doch mal ganz dazugeben. Weil die Frage, wie ich das in Zukunft irgendwie optimieren kann. Weil, ja, wenn man halt mehrere Spiele parallel Let's Playt, sprich mehrere Projekte offen hat und sich dann sagt, ja, muss halt so sein, aber hey, du hast trotzdem noch deine Arbeit und so. Also musst halt trotzdem irgendwie Abstriche machen, wie viel du halt jeweils aufnehmen kannst. Dann ist das irgendwie... Hallo? Nein! Muss halt irgendwo Kompromisse schließen, nicht wahr? Sag mal... So, geht doch. Genau. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht um was anderes. Und zwar Story, ja, und Sidequests, ja auch. Also, ich habe mich nochmal ein bisschen umgeguckt und dann noch ein bisschen um die Gegend geflogen und so. Weil ich nochmal vergewissen wollte, wie das schon wieder so war damals und so. Mit den Hinweisen etc. etc. Und man sieht eigentlich hier die Hinweise schon sehr gut. Mitunter zum Beispiel auch irgendwie, wo wer wohnt, wie das alles genau heißt und so, nicht wahr? Und insofern dürfte es eigentlich, glaube ich, alles relativ easy werden, bis auf die Tatsache, dass natürlich gewisse Dinge hier erst markiert werden, sobald wir es auch betreten haben, das Haus. Weil hier gibt es viele Häuser, wo wir da gar nicht drin waren. Und darum geht es jetzt mal ein bisschen. In der nächsten Phase, heißt nächste Phase, ja, eigentlich können wir jetzt ja, machen wir uns ja auf den Weg zur Statue der Göttin, die dritte Steintafel einzusetzen. Das machen wir auch jetzt, das ist so. Aber danach wird sicher mal, ich schätze mal 2, 3, vielleicht sogar 4 oder 5 Folgen wird es mit dem Sidequests gehen. Damit wir da mal schon mal ein bisschen vorgewarnt seid. Wir haben ja mitbekommen, dass irgendwie Cookie verschwunden sei oder irgendwie Cookies Mutter die ganze nach ihr suchen soll. Da hat er ja hier sich gemeldet war und gesagt, hey, ja, da ist so. Ich will mir Cookies Mutter wohl schnell den Namen rufen, was los ist. Ja, das werden wir auch noch auf den Grund gehen. Und was ich dann ganz kurz erwähnen muss hier ist, ich habe hier keine Bombentasche gekauft. Das war natürlich Schwachsinn. Weil ich habe das irgendwie, keine Ahnung warum, in Erinnerung gehabt, dass die gesteckt werden, aber ist völliger Bullshit. Da geht mir darum, dass ich halt so Bombentasche kaufe und die dann upgraden kann. Ich meine, wir können eine kleine Bombentasche bereits upgraden, wir können nachher mal gucken, wie viel wir dafür bräuchten. Wenn ich zum Beispiel eine kleine Bombentasche habe, die ich irgendwie zweimal upgraden kann, brauche ich nicht 2 davon. Und deswegen werden wir natürlich auch noch dann uns wieder aufmachen ins Lager. Zumindest mal eine Bombentasche abzugeben. Und ja, insofern mal das Spielerlebnis vor allem wieder richtig schön erleben. Genau, und das hier ist wieder so, dass man hier halt tauchen muss. Da bin ich wieder richtig drin und dass halt das erst später geht. Ja, Link lernt halt erst später tauchen. Aber ganz ehrlich, er wohnt im Himmel oben. Warum soll man im Himmel oben lernen zu tauchen? Also irgendwie macht es schon Sinn. Dass es halt momentan noch nicht geht. Ja, die Musik hier. Gut, du kannst natürlich durchs Wolkenmeer tauchen, ne? Wie man auch so schön sagt, aber Link ist da glaube ich doch mehr der Flieger als der Taucher. So. Also Cookies Mutter ist hier schon mal nicht. Gut, wir gehen auch mal einen Weg straight entlang. Wir wollen ja sowieso Richtung der Vogelstatue, diese da oben. Also hier halt schon mal irgendwelche Leute treffen, ist natürlich cool. Falls nicht, ja, Pech gehabt. Weil Cookies Mutter muss ja irgendwo sein. Ich weiß so auch gar nicht mehr, wie die überhaupt hieß, wenn die ganz ehrlich sein darf. Hieß, ja, Cookies Mutter, Nee, ja, heißen auch. Das hatte zwar zum Teil ja irgendwie Namen, aber vor allem auch, wie sie genau aussah. So. Hier ist auch keiner, und zwar irgendwie ein Schmetterlingssammler oder Insektensammler. Dann machen wir uns jetzt ja, wieder hier auf. Hier sehe ich auch niemanden. Relativ karg hier oben, weil ein Wolkenort. Also von Anzahl Personen her meine ich jetzt.
Da ist der gute Groovy, aber der hat nichts für uns. Ja, ich verstehe. Streng dich weiter an, ja? Eben Kugis Mut hoch zum Tempel laufen und sehen, was er da mal macht. Ah, die ist da, oder? Passt ja perfekt. Ich nach Hause am Fluss wohnt. Macht mich stutzig. Okay, ja, wir sind sowieso auf dem Weg dahin. Passt also. Ah, ich sehe sie schon. Was macht denn hier oben? Cookie, meine Cookie, wo bist du nur? Sasia. Ah, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Oh, du bist es, Michael. Jo, der bin ich. Was geht ab? Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie zufällig gesehen? Nee, sorry. Ich verstehe. Ich bitte dich, Michael. Wir müssen nach meiner Tochter suchen. Ich bin schon ganz verzweifelt. Einige im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einer sehr finsteren Gestalt gesehen. Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wären von einem fürchterlichen Dämon entführt worden. Was soll ich nur tun? Dämon? Gab es so einen alten Knacker in der Kürbisbar, der was von einem Dämon geschwafelt hat? Nicht ganz sicher. Bitte finden Sie Angst. Ich bitte dich. Ja, klar. Der Grund, warum diese Quest so offensichtlich getriggert wird hier, man sie gar nicht irgendwie großartig verpassen kann, ist ja, dass das doch relativ wichtig ist. Hä? Also nicht nur Cookie zu finden, sondern vor allem auch das, was dann passiert, sag jetzt mal. So. Noch irgendwelche Hinweise? Gar nicht dran denken. Okay, ich dachte zwar jetzt irgendwie noch was gesagt. Wegen dem alten Knacker da in der Kürbisbar. Aber okay. Jo. Ich meine, wir gehen eh noch ins Wolkenmeer. Jetzt können wir nochmal bei der Kürbisbar vorbeigucken. Aber jetzt erstmal, wenn wir schon mal hier sind, die Steinstatue einsetzen. Und das dritte Gebiet freischalten. Somit auch schon das letzte. Was zwar doch relativ groß ist. Gebieter, ich stelle fest, dass sich in südwestlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Ein guter Hinweis. Und ja, ich habe eh noch ein paar Dinge vor. Auch will ich noch ein paar Monstermaterialien sammeln. Das wird zum Teil offscreen geschehen, aber erst, wenn ich wirklich sicher bin, dass man hier und da die Teile überhaupt findet. Mal ganz kurz, Leute, irgendwie leckt's gerade. Jetzt geht's wieder. Ganz kurz geleckt, ich glaube irgendwie, mein PC hat irgendwie was versucht. Bin gar nicht sicher, ob es irgendwie ein Update war oder so etwas. Hat irgendwas versucht. Ja, werde jetzt einmal für einen neuen Rechner. Das war erst in einem halben Jahr, jetzt werde ich jetzt mal den Rechner hier neu aufsetzen. Sollte man, was heißt sollte man? Es hieß damals bei uns in der Ausbildung von irgendwie, ja, irgendwie so anderthalb Jahre soll man seinen Rechner neu aufsetzen. Wobei ich das zum Teil ein bisschen übertrieben finde und auch sehr situationsabhängig. Ich meine, generell kann man es vielleicht sagen. Aber schadet das auch nicht, wenn man irgendwie sagt, okay, jetzt mache ich es irgendwie nur alle 2 Jahre, dafür mache ich jeden Monat ein Backup. Oder so. Hängt ja davon ab, ob man irgendwie viel Programme installiert und so und dann vielleicht doch eher ein bisschen häufiger. Aber ja, bei mir wäre es dringend mal nötig. Das ist so. Neuer Rechner. Was will ich dazu sagen? Der Rechner hier, den habe ich 2014 aufgesetzt, installiert alles. Natürlich damals mit den allen neuesten Komponenten und so, deswegen hält der auch schon so lange. Schade. Ja, der hatte vielleicht können empfangen. Wäre da ganz witzig gewesen. So. Ja, so viel dazu. Das heißt, es wäre natürlich dann noch. Wäre nach 7 Jahren schon mal Zeit, den Rechner abzugraden. Aber da ich jetzt sowieso auch gerade mein Notebook erneuert habe und auch meinen privaten Server, den ich als Netzwerkspeicher nutze und so, da kostet auch alles Kohle, weil wir sind irgendwie einen Billo-Kram haben. Nee, soll ja schon ein bisschen was Geiles sein.
Das muss man auch nicht so übertreiben. So, was ich schon immer gefragt habe, das ist so eine normale blaue Kiste. Ne, komm, ist was. Wir suchen es mal. Ah, stimmt, da war ja der Quatsch mit dem Steg. Pass ein bisschen besser auf, Mann. Ciao. Ja. Also, wir werden uns sowieso auch nachts noch ein bisschen rumtummeln hier auf der Insel. Auch für die Höhle, weil ich bin der Meinung, mich zu erinnern, dass es nachts mehr Monsterclown und so gab. Von den Schmetterlingen. Schmetterlingen von den Fledermäusen, sorry. Ich sollte aufhören, das eine zu quatschen und gleichzeitig an das nächste zu denken. Das kommt nicht gut. Also, Fledermäuse natürlich, weil es geht ja um die Clown, die wir brauchen. So. Ich würde gerne hier oben landen. Klappt nicht mehr so wie auch schon, wa? Nee, hat noch nie geklappt. Gut, ich erinnere mich wieder. Sorry, mein Fehler. Das hat noch nie geklappt, Freunde. Das geht sowieso erst später. Okay, gut. Wieder mich an was erinnert. Aber ich glaube sogar erst wesentlich später. Ah, gibt auch einige Items, die wir dann noch kriegen. So, Wolkenmeer. Worum geht's? Kürbisbar wäre natürlich eine Variante. Sind auch hier überall schon neue Truhen erschienen, sind aber geht trotzdem erst einmal zurück zur Kürbisbar. Zum einen wegen dieser Geschichte mit Cookie und dem Dämon. Und zum anderen geht es mir auch ein bisschen darum zu gucken, ob die Sidequests, die wir dort gestartet haben, mit dem Kürbisbar-Besitz, ob die vielleicht sogar weitergeht. Oder ich glaube mit dem Mädel, war doch irgendwas, dass wir in die Kürbisse tragen müssen. Und es würde zur Philosophie von den Spielen von Legend of Zelda passen, wenn man halt nach jedem erfolgreichen, abgeschlossenen Dungeon weitermachen könnte. So. Warte mal, nicht wieder Arbeit für dich. Okay, gut, dankeschön. Das meinte ich. So, und dann hatten wir hier unten noch einen Käfer. Also die Frage, ist er jetzt irgendwie wieder hier, oder? So, dankeschön. Die Truhen hier haben wir beide ja schon geholt, weil da gab es ja auch 2. So, der alte Knacker. Hier ist wieder alles aufgeräumt, sehr gut. Ah, jetzt. Das Vulkan-Monster, glaubst du doch, oder? Ja, möchte gerne wissen. Wir haben diese Namen gesehen, lassen wir nichts anderes erzählen. Die Nähe des großen Baumes auf dem Friedhof mitten in der Nacht, okay. Der Dämon schlug auf den Grabstein einen großen Baum. Gut, ja. Eben nachts wird sowieso mal das Ziel sein, sein Vulkan umzugucken. Jo, machen wir. Kürbis nachts erntet, ja. Aha. Ja, ich könnte hier theoretisch pennen, wäre es nachts war. Weil ich mich frage, was überhaupt bringt. Ich meine, nachts ist ja. Man kann ja nachts nicht fliegen. Oder darf nachts nicht fliegen. Also wäre nachts höchstens interessant für irgendwelche Insekten oder Monster. Da gibt es hier nicht. Hier graben kann ich auch nicht, weil ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass man hier graben könnte. Mal sehen, was anderes. 5 Kürbislatz zu tragen, okay. Ich habe das Gefühl, da werde ich mit Bewegungssteuerung ein bisschen Probleme haben. Kann das sein? Dass du nicht hektisch wirst, langsam zu laufen. Ja, genau. Okay. Okay, jetzt fahren sie gleich runter, oder? Genau. Da ist aber auch ein Schussel. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, wie kann man... Ich bin gar nicht mehr sicher, wie man die wieder richtig ordnen kann. Ah, okay. Habe ich vorhin übersehen, sorry.
Sag mal. Also noch nach rechts. Oh. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das gar nicht so schwierig damals. Ja. Bisschen Zickzack hin und her. Gut, einmal 5 reingetragen und irgendwie 2x5 sind zerborsten, könnte man sagen. Oder zersplättert oder whatever. Ja, das ist natürlich etwas, was euch sehr viel bringt, wa? Habt ihr 0 Verluste gemacht. So, und jetzt? Muss irgendwas Neues passieren. Oh, Alter. Das ist alles für ein simples Herzteil. Die Kohle war mir relativ unwichtig, aber das Herzteil halt. Also trotz allen 100% Run werden, Freunde, wa? Natürlich, wenn wir schon nach Urzeiten, nach Äonen, nach Dekaden... Okay, bisschen übertrieben. Weil eine Dekade ist her, das stimmt. Eine Dekade sind ja 10 Jahre. Außer das ist irgendwie was komplett falsch in Erinnerung. Wir gehen erstmal die Truhen holen. Was? Ah, dass ich immer noch nur einen habe. So nervig. So, wo ist er? Da vorne. Du, 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 du. Sind da oben schon wieder? Monster! Aua! Okay, wollte ich gerade platt machen, aber dann eben nicht. Sturzflug, mein roter Kumpel. Link, open the treasure, please. Alter Schwede, ein Herzteil. Nicht schlecht, Herr Specht. Also. Hier hinten noch was an. Hier muss ich sowieso. Oh, ne, hier ist die Rubinfalleninsel. Da habe ich irgendwie ganz gemischte Gefühle. An das Teil. So, warte mal. Rot, Blau, Gelb, ja. Wir haben alle 3 Bereiche. Oh. Tornado, das finde ich jetzt nicht so geil. Ah, noch einer. Was ist denn mit denen los? Alter. Okay, okay. Ich kann den noch nichts anhaben. Aber es spielt keine Rolle, denn wir sollten uns heilen. Oder? Oder auch nicht? Und das falsch in Erinnerung. So, da ist eine Minispielinsel. Glaube ich, oder? Ja, sonst was. Ja gut, die sehen natürlich schon ein bisschen eindrucksvoll aus. Ja, da ist sie. Wir wollen sogar noch ein bisschen weiter. Die Minispielinsel können wir uns eigentlich anschließend auch ganz kurz angucken, wenn wir schon mal hier sind. Aber ich habe ein Déjà-vu. War das etwas, was ich später machen kann? Ne, die eine Truhe geht jetzt schon. Ja, scheiße.
Aua. Das tut mir leid. Mein Lieblingsvogel. Du, du, du. Also, oh, da muss mein Lieblingsvogel sein. So, wo ist die scheiß Insel jetzt hin? So, genau. Ich muss irgendwie dazwischen landen. Ja, man sieht ja schon, da ist ein Gitter und da kam ich nur von der anderen Seite hin. Das geht ja später, weil ich das passende Item dazu brauche. Kleine Dekotasche halten. Meine Tasche ist voll. Item wurde ins Itemlager deponiert. Genau. Ich glaube auch deswegen ist schon, oder war schon ein bisschen doof, dass ich auch die Bombentasche jetzt noch gekauft habe und so. Die findet man eigentlich hier auch mitunter. Sagt da unten schon wieder, war da ursprünglich noch eine Truhe. Da ist was, aber ist eine Himmelstruhe, man sieht es kaum. Es ist eine Himmelstruhe. So, was ist denn das hier? Juhuhuhu. Oh, da freut sich einer. Wisst ihr was, Freunde? Den lustigen Clown, den schauen wir uns näher an in der nächsten Folge. Zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Und dann, wenn das getan ist, würde man sagen, machen wir uns hier auf, holen hier noch ein paar Truhen. Gucken, was hier noch mitunter alles gibt. Auch hier zum Beispiel und so. Und dann zurück zum Wolkenhort. Und da mal nachgucken, ob wir irgendwie Kiku oder Cookie finden. Eher Cookie, ist ja ein guter Hinweis gewesen, der Cookie-Hinweis. Und ja, mal schauen, wa? Wegen Monster teilen, upgraden, Schild upgraden, für ein Holzschild kaufen, upgraden. Es gibt noch so viel zu tun. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.